Moshe Rabbeinu, Shalom Aleichem, Moshe Rabbeinu hat geheiratet mit Zipora. Zipora war die Tochter von Jitro. Jitro war ein Mann, sehr intelligent. Heute nennt man das ein universeller Theolog. Also nicht ein Theolog von einer bestimmten Religion. Der hat studiert und gelernt, alle Religionen der Welt hat Jitro studiert. Und Moshe Rabbeinu war sein Schwiegersohn. Jitro war der Erste, der hat gesagt das Wort Baruch Hashem. Also fragt man heute jemand, Mashlomcha? Sagt er Baruch Hashem. Der Erste, der hat das gesagt in die Geschichte, war Jitro. Und gleich nachdem, Gott hat gegeben die Torah, die 10 Gebote. Die 10 Gebote war am Schabbat. Und es war 1312 vor unserer Zeitrechnung, war die Torahgebung auf dem Berg Sinai. Gut. Steht geschrieben, die ganze Geschichte von Jitro. Was hat er gegessen und wie hat er sich umgearmt mit Moshe und warum ist es so wichtig zu wissen? Weil Jitro war ein guter Mann. Sie wissen, Am Israel, das Volk Israel ist nicht so beliebt in der Welt. Weißt ihr das? Also wenn man macht so ein Zeichen, welche Länder sind am meisten nicht geliebt, kommen zum Schluss zu den letzten 5, Iran, Pakistan, Südkorea, Israel. Also wir sind immer unbeliebt. Syrien, also wir sind immer in die Kategorie die Unbeliebte. Und Jitro war der erste Mann von den Völkern, der hat uns, jüdischen Volk, gut dargestellt bei der Welt, bei den Goyim. Bis dahin haben alle gedacht, das ist ein komisches Volk, sie haben eigene Torah, sie haben eigenes Leben, die sind komische Vogel, die haben Schabbat am 7. Tag, sie haben 613 Gebote und Verbote. Jitro war der Erste, der hat die Torah in die ganze Welt vermittelt. Gut. Was heißt das? Das heißt, dass bei der Torahgebung, als Hashem hat uns gegeben die Torah, er hat uns gegeben 2 Torot von Himmel. Der hat uns gegeben die schriftliche Torah und die mündliche Torah. Die schriftlich und die mündlich, beides hat Gott gegeben zu Moshe. Okay? Beides hat Gott gegeben zu Moshe, schriftlich und mündlich. Aber der Erste, der hat geschrieben, die mündliche Torah, wer war das? Sag, Rabbi Yehuda Anasi, sehr gut, Respekt. Also Rabbi Yehuda Anasi war der Erste, der hat geschrieben, die mündliche Torah. Wer will mir sagen, noch ein Buch von der mündlichen Torah? Ja? Wer? Talmud, יפה מאוד. Und wer hat geschrieben der Talmud? Oder wie viel Talmud gibt es? 2, welche? Sag. Bavli und Jerusalem. Super, Bavli und Yerushalmi. Talmud Yerushalmi hat geschrieben Rabbi Yochanan. Und Talmud Bavli haben geschrieben Ravina und Rav Ashi. Okay? Bavli haben geschrieben Ravina und Rav Ashi. Ravina und Rav Ashi. Und Talmud Yerushalmi hat geschrieben Rabbi Yochanan. Gut. Dann wissen wir, dass Moshe Rabbeinu stammt von einer guten Familie, eine jüdische Familie. Wer weiß, welcher Stamm ist Moshe? Ja? Ganz nah? Gut, was ist noch geblieben? Nein, Levi. Moshe war ein Levi. Okay? Wie heißen die Eltern von Moshe? Ich weiß, das ist ein Vater Amram, Mutter von Moshe, Jochevet. Frau von Moshe,
Zipporah. Schwiegervater von Moshe? Yitro. Sehr gut. Geschwister von Moshe? Ja? Aaron, wer noch? Miriam. Yafé מאוד. Okay. Gehen wir weiter. Moshe Rabbeinu, der war ein Levi. Damals in die Zeit von dem Auszug von Ägypten. Wie viele Stämmen waren damals? 12. Wie viele haben wir heute? 3. Wie heißen die? Levi, Kohanim und Israel. Sehr gut. Haben wir in die Kita Kohanim? Haben wir jemand Kohen hier? Nein. Haben wir jemand Levi? Auch nicht. Gut, wir haben eine Klasse von Israelim. Ist auch kein Kohen und kein Levi. Was? Nur Jungs können, oder? Was? Nur Jungs können. Nein, auch eine Frau ist eine Tochter von einem Levi oder ein Kohen. Bist du eine Tochter von einem Levi? Dein Papa war ein Levi? Im Ernst? Habe ich nicht gewusst. Respekt. Nein, das ist eine große Sache. Weißt du, warum ist eine große Sache? Weil wenn du bekommst eine Junge, so Gott will, der Junge kriegt keine Pidyon Haben, keine Auslösung von Kohen. Also wenn jeden Mädel bekommt ein Baby, nach einem Monat, sie macht eine Zeremonie, Pidyon Haben, muss man das Kind lösen. Man kommt in die Synagoge, man gibt dem Kohen 5 Münzen und so macht man lösen. Wenn die Tochter ist eine Tochter von Kohen oder von Levi, dann macht man keine Pidyon Haben, dann hast du schon eine große... Was lachst du? Und wenn jemand hat einen Vater Kohen oder Levi, ist er 100% Jude. Auch von Mutter und auch von Vater. Also weil Levi und Kohen, die sind 100%. Also ich bin zum Beispiel nur von Mutter 100%. Aber Vater ist nicht Kohen und nicht Levi. Kohen, Levi muss sein, reine Samen, reine Stamm, reine Stammbaum, bis Moshe und Aaron, bis Zeit von Moshe. Okay? Gehen wir weiter. Was ist? Meine Mama ist Kohen. Deine Mama ist eine Tochter von Kohen. Ja. Stimmt? Deshalb, wenn deine Mutter hätte bekommen eine Junge zuerst, dann macht sie nicht Pidyon Haben bei der Junge. Also bei deinem Bruder hat man nicht gemacht Pidyon Haben. Warum? Weil eine Tochter von einem Kohen. Sehr gut, richtig. Gut, gehen wir weiter. Wer kann mir sagen, 2 Unterschiede zwischen Torah Shebichtav, schriftliche Torah, und Torah Shebe'al Peh, mündliche Torah? Bevölker? Also die mündliche Torah ist Theorie und schriftliche ist praktisch oder anders? Also Überleg und antwort. Das ist mir sehr, sehr wichtig. mündliche Torah ist sehen, hören meine ich, und schriftliche Torah ist sehen. Mündliche Torah ist wie, schriftliche Torah ist was. Sehr gut. Mündliche Torah ist praktisch und schriftliche Torah ist Theorie. Super, volle Antwort. Habt ihr schon gehört? 3 Unterschiede zwischen... Was ist? Ich habe eine Stunde vorhin Ihr Video geguckt. Okay, sehr gut. Ja, wolltest du was sagen? Ja. Okay. Also dann haben wir 3 Unterschiede zwischen Torah Shebichtav und Torah Shebe'al Peh. Torah Shebichtav, gib dem Tzadik. Warum er ist kein Tzadik? Ist ein großer Tzadik. Der ist auch ein großer Tzadik. Sind beide gute Tzadikim, ja? Warum sind die Klasse lernen sowieso nur Tzadikim? Soll ich dir was sagen? Jeder Mensch hat eine gute Seele. Glaub mir. Absolut. Jeder Mensch hat auch Jungs, ja. Es ist manchmal versteckt. Und muss man das heraus... ja, auch Jungs haben eine gute Seele. Warum nicht? Gut. Aus welchen 3 Gründen Menschen streiten in dieser Welt? Nun, sag. Religion? Neid?
Nein, ich brauche irgendeine Struktur. Ich kann nicht hier eine Antwort. Wenn jemand weiß, bitteschön, sag. Religion, Neid und Liebe. Also Triebhaftigkeit. Du sagst zwei von jedem. Oder Religion, Frauen und Geld. Oder Neid, Triebhaftigkeit und Ehrgeiz. Die Ursache ist Neid, Ehrgeiz und Triebhaftigkeit. Der Symptom ist Religion, Frauen und Geld. Ja, verstanden? Gut. Beide sind richtig, aber mach keine Salat zwischen dem Symptom und der Ursache. Ja. Wer will mir sagen, was steht in die Torah über Kain und Havel in die schriftliche Torah und was steht über Kain und Havel in die mündliche Torah? Vakasha. Ich glaube, in der schriftlichen steht, dass er ihn umgebracht hat, also Kain hat Havel erschlagen. Ja. Und ich glaube, in der mündlichen steht, wie er ihn umgebracht hat. Was steht noch? Moment. Mit den Zwillingsschwestern, das heißt, dass Kain hatte eine Zwillingsschwester, die mit ihm geboren war, und Abel hatte zwei. Und das ist ein Beweis, dass die mündliche Torah erzählt die Geschichte anders. Das Kain ist geboren mit einem Mädel. Das ist mündlich. Habt ihr darüber gelesen oder nur gehört? Wo hast du das gelesen? Wo hast du das gelesen? Steht nirgendwo geschrieben, das ist die mündliche Lehre. Wenn du guckst in die Torah, triffst du manchmal eine von der Straße. Der liest sehr gerne Bibel. Und du erzählst ihm das, wir haben gelernt in die Klasse. Er sagt dir, wer hat dir das sowas gelernt? Sagst du, bei uns in die Klasse hat man so gelernt. Ja, wir lernen die mündliche Torah. Und in die mündliche Torah, so erzählt man. In unserem Midrashim, in unserer Agada und so weiter und so fort. Ja? Noch ein letztes Wort über Jitro. Jitro hatte 7 Töchter. Und Jitro war ein super Lobbyist. Sagt man Lobbyist? Einer der guten Lobby über Israel. Wie nennt man einen, der tretet gut ein Volk? Guten Verteidiger, gute Fürsprecher. Ein Fürsprecher? Ja. Jitro war ein erster Fürsprecher für das jüdische Volk in der ganzen Welt. Wir sind sehr dankbar zum Jitro, dass wegen ihm haben die ganzen Völker gelernt die Torah. Jetzt, wenn du kommst in ein Hotel und du siehst in dem Hotel eine Bibel, hier in Deutschland, was steht in dieser Bibel geschrieben? Das Alte und das Neue Testament. Sehr gut. Und wenn wir in Israel oder bei uns zu Hause in Regal, gibt es Bibel oder Torah. Was steht drinnen geschrieben? Nur das Alte Testament. Nur das Alte Testament. Was beinhaltet dem Alten Testament? 5 Bücher Mosche. 5 Bücher Mosche. Was noch? Die Neviim, also die Propheten. Die Propheten. Was noch? Nun? Ketuvim, also Die Ketuvim. Also insgesamt, Gesamtsumme 24 Bücher. Also wir haben in dem Alten Testament, nicht vergessen, 24 Bücher. Wer will mir geben 2 Bücher von den Propheten, 2 Namen von Neviim? Die haben Bücher. Ja? Jona, sehr schön. Und da war noch ein, ich weiß nicht. Wer? Daniel? Nein, Daniel war ein... Nein, ein Buch von Prophet, Buch von Navi. Daniel war ein Seher, Daniel war der hat Heiligen Geist, aber der war kein Prophet. Nun, ich suche noch einen Prophet. Nun. Eliyahu, sehr gut, aber Eliyahu hat kein Buch. Schade. Aber Eliyahu ist auch ein Prophet. Ja? Ezra war auch kein Prophet. Wer? Nein. Gab es nicht eine Prophetin? Wer? Prophetin, ja. Miriam war eine Prophetin, aber von der Torah. Ich suche eine von den Propheten. Deborah war, Hannah war, Abigail war eine Prophetin, Hulda war eine Prophetin. Also gibt es viele Frauen.
waren Prophetinnen. Okay? Gut.